Der Duell der Legenden Cup geht weiter, Leute. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards sind wir noch dabei, die ganze Etage leer zu räumen, um endlich mal gegen Surt antreten zu können. Hey, ich meine, du musst irgendwie erst... Boah, Alter. Ach, echt, erst irgendwie so Level 3 sperren und so, ist ja voll übel. Na egal, gehen wir ein bisschen weiter und fordern erstmal Hunter Pace raus. Friedhof der Krater. Naja, soll man das beeindrucken? Dann los, den wirst durch. Tja, mit ausgestreckter Zunge zu sprechen ist nicht ganz so einfach. Was, Kleiner? Schere, Stein, Papier und... Vollgepiest. Oh. Ja. Lach nur. Ich fange an. Und Zeit für ein Duell. Dieser alter Punker oder Rocker oder Rockpunker, was auch immer das sein soll. Egal. Zeit für ein Duell. Ich will der neue King werden. Das bezahlt einfach irgendwie. Na dann. Interessant. Durchaus interessant. So, dann rufe ich mal Zwillingsschwertplünderer im Angriffsmodus. Und das reicht erstmal. Fürs Erste reicht's. Oh ja, 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 ja. Zeig an Verdeck. Du greifst mich richtig an, oder? Hey, du Waschlappen. Er will mich also zum Angriff provozieren. Tja. Was macht ein guter Duellant? Genau. Er folgt der Anweisung, wohl eher. Der Provokation. Zwillingsschwertplünderer. Greifst ein verdecktes Monster an. Hieb. Ja, toll, bringt der Film noch nochmal angreifen. That's a little bit doof. Ja, oh. Oh. Oh, oh, oh. 2 Monster, okay. Dann ist mal die Karte hier verdeckt. Weil nachher, also für den, weil es dann ein starkes Monster ruft und so, ihr versteht schon. So, Zug beendet. Weil jetzt irgendwie bereits Rührwert zu rufen, wäre eventuell eine schlechte Idee gewesen. Totenkopfflamme, zeige dich, mein mächtiges Monster. Wir hatten da Geld, ja als 2 Tribut. Für ein Feuermonster. Oh du Scheiße. Was kommt jetzt noch? Inferno. Ich glaube, es könnte ein bisschen wehtun. Kann das sein? Die Reinkarnation. Zeige dich, Flammenherrscher. Oh, verreckter Mist. Korrektur, Freunde, das wird sogar sehr wehtun. Los geht's. Oh oh. Ja, das sieht jetzt ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen, sieht ungünstig aus. Ja, was mache ich jetzt da? Ja, erstmal ziehen, auf gut Glück hoffen, wa? Das Problem ist, mit ihm können ja nur den Angriff seines starken Monsters abwehren, aber nicht von dem hier. Das ist nur eine verdeckte Karte. Ich kann natürlich auch Kampfzerstörung spielen, auf Glück hoffen. Oder aber ich nutze den Effekt von dem Zombie. Ja, wenn ich es ein bisschen anders mache als sonst. Aber keiner sagt, dass mit dem Zombies, also seinem Effekt und so, dass ich ihn unbedingt synchronisieren muss. Das sagt ja keiner. Ja, jetzt eine gute Frage, welche Karte will ich jetzt zurücknehmen? Mal den hier. Da kommt er auch schon, mein Lieblingszombie. Ja, Mann, ganz geil. So, dann opfere ich mal ganz schnell und rufe Zabok, Monarch des Donners. Und damit, Kumpel, ist dein Feuermonster Schnee von gestern. Oder auch nicht. Jetzt. Oh, Scheiße. Alter. Es musste ja kommen.
Was sind diese Karten? Monster des Gegners Kampfstellen. Nehmen wir mal Gegner das Schaden zu. Oh. Das klingt nicht nett. Zauberorgan des Donners, greif seinen Flammenherrscher an! Oh, Leute, sieht ein bisschen schlecht aus. Haben wir schon eine ganze Menge Lebenspunkte abgezogen. Der alte PC. Ich finde das gar nicht cool. Was machen wir da am besten? Jetzt noch ein Monster verdeckt, okay. Zwillingsverplünderer wäre so eine gute Idee, wir brauchen ein bisschen mehr Power, der Gute. Mir gefällt das Deck hier ganz und gar nicht. Ich setze erstmal eine Karte verdeckt und aktiviere dann Kartenzerstörung. Ach, umeinander Starthand. Ja, das gefällt mir eigentlich schon wesentlich besser. Moment, ich hab doch... Das könnte klappen. Ich aktiviere Rücke des Kriegers. Und hole meinen Krüppelsynchronisierer zurück. Sehr schön. Den rufe ich noch direkt im Angriffsmodus. So ein Effekt, aber egal. Und rufe dafür den rächenden Ritter Parsha. Synchrobeschwörung! Yeah! Was? Effekt aktivieren? Ich wollte so einen auf den Monster, das den Gegner kontrolliert. Verteidigungsmodus. Nö. Ja, wohl, nö. Nein, doch nicht. Aber trotzdem darfst du angreifen, und zwar sein verdecktes Monster in der Hoffnung, dass es ein bisschen weniger Verteidigungspunkte hat. Damit ich dir mehr abziehen kann. Das ultimative Baseball-Kind, ey. Baseball erinnert mich immer ein bisschen in letzter Zeit an Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ein scheiß Spiel, ey. Naja, was heißt? Das Spiel selbst war ja cool, aber die Steuerung teilweise war ein bisschen sehr schwammig. Und unser guter alter Ritter Parsha, hey. Ja. Ein geiles Teil. Die magische Steinausgabe. Eine besondere Zauberkarte im Friedhof. Kartenzerstörung des Kriegers. Ja, vielleicht für später. Aber erstmal rufe ich noch Krebons im Angriffsmodus. Stimmt, der kann halt das Spiel zu aktivieren. Nicht schlecht, Herr Specht. Wo. Genau, kann ich sogar. Ja, mein guter alter Ritter Parsha. Und denn, Freunde, es wird Zeit. Luftritter Parsha vernichtet ein verdecktes Monster. Der Kuppel der tobenden Flammen, das wird eh tun. Was? Das kann nicht sein. Scheiß Monster, hey. Das Monster ist nicht scheiße, sondern sehr cool. Krebons. Oh, das gibt's nicht. Und wie es das gibt, Kumpel. Und wie es das gibt. Es fehlt nicht mehr viel, Freunde. Wir stehen dem Duell gegen Jack Atlas bevor. Oh Mann, oh Mann. Jackie Line, das alte Schwein. Na, Hunter PC Line. Mal ganz kurz ziehen und eventuell sogar unserem Ritter nochmal einen kleinen, nö, geht gar nicht, ich wollte gerade sagen Booster schaffen, aber nö, kein Bock drauf, na dann halt. Es geht ja auch so, rächender Ritter Parsha. Direkter Angriff. Was, aua, das tut doch weh, Mann. Soll sie auch. Oh, du Penner. Krebons direkter Angriff. Wenn das Duell. Mit Marionettenschwung oder was auch immer. Wie kannst du mich besiegen? Weil ich stärker bin als du. Du. Ist doch eigentlich ganz einfach. Yeah. Na dann, Freunde, wir haben noch knapp 10 Minuten Zeit. Das reicht, um
Jack Atlas herausfordern. Oh ne. Ja. Große Schnauze, nichts dahinter. Auf 5 Felder frei. Nummer 1. Jupp. Ich komme leider nur noch zu einem Objekt durch, Freunde. Welches soll es sein? Das linke oder das rechte? Es wird wohl das linke sein. Wieso? Weil es halt näher ist. Nee, aber erstmal noch mal AP-Roulette. Oh ne, wir haben noch genug, okay. Zack. Gut, gut, gut. Man hätte sein können, dass irgendwie sein verschwindet oder so, aber scheinbar doch nicht. Maschinenlord Ur. Was? Maschinenlord Ur? Was ist das für ein Monster, Mann? Zack. 9 AP noch und... Ah, ja, stimmt, dafür war das 1. Das irgendwie, weil es... Ja, die Zahl sollte eigentlich darstellen, dass halt irgendwie etwas stärker ist oder so, aber nee. Es zeigt nur, dass das Teil, die Karte, was auch immer, der Effekt, dass der in so und so vielen Zügen halt vorbei ist. Jack Atlas, Kraft des Königs, Level 15. Michael, bevor du dich Sword stellst, haben wir noch ein paar Dinge zu erledigen. Du weißt sicherlich, dass King der höchste Rang aller Duellanten ist. Klar. Also, der eigentliche King ist der Yugimoto, aber egal. Ich zeig dir, wie ein King sich duelliert. Ein Kampf gegen Jack Atlas, hey, oh Mann, oh Mann. Gegen den mächtigen King, ehemaliger King, wer auch immer, oh. Okay, Sesu hat bereits mal gewonnen. Schere, Stein, Papier, wäre ganz spannend. Synchro 2 gegen Kraft des Königs. Dieses Duell wird sich in dein Gedächtnis einbrennen. Tja, bei deinem Monster kein Wunder. Duell DSK. Tja, dann zieh ich mal und guck mal, was das Deck so hergibt. Gleich mal das Übel von Anfang. Jetzt ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus und dann auch noch eine Karte verdeckt. Können bereits rufen, okay. Na dann, du großer King-Held. Sag mal, was du so drauf hast. Der King. Oh. Das war fies. Meino. Das ist wahre Power. Zeige dich, Erzunterweltler, Anfänger. Ja. Das Deck des Kings und das Monster heißt Anfänger, ist klar. Kann ich meinen Monster besiegen? Ja, womit denn sonst? Ja, die besondere Fähigkeit meines Kriegerin wird automatisch mein Elfenschwertkämpfer aufs Feld rufen. Tja, Jackie Line. Das ist wohl ein bisschen zu früh gefreut, was, Kumpel? 2 Karten verdeckt. Jetzt bist du dran. Okay, habe eigentlich nur eine Chance, wenn ich wirklich auf Nummer sicher gehen will. Dann gibt es nur eins, was er tun kann. Also jetzt hoffe ich mal meinen Elfenschwertkämpfer und rufe als Spezialbeschwörung Festungskrieger, Geschützturmkrieger, Entschuldigung. Nun rufe ich nach Gerüppelsynchronisierer auf. Tja, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Steige empor, mächtiger Sternstabdrache. Da ist auch schon mein mächtiger Drache. Bereit, das Duell in die richtige Wege zu bringen. Und jetzt, was gibt das? Wieso ruft mein Monster? Hallo? Was zum denn noch mein Monster rufen? Naja, sehe ich nicht ganz so, nee, sehe ich nicht so ein. Muss ich ganz einmal zugeben, dass, nö. Nichts mit mir, Kumpel. Das kannst du knicken. Tschüss. So, Sternstabdrache, du mächtiger Drache. Greif an und vernichte sein Monster.
kriegt zwar ein bisschen Schaden, aber das ist es mir wert, wenn ich dafür die Fellkontrolle bekomme. Boah, ey, der Lichtstrahl. Mehr ist nicht drauf, Mann! Ich habe noch viel mehr drauf. So, bereits mal in Führung des Duells. Schon mal sehr schön. Jetzt noch eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Na, Jackie-Line, was willst du jetzt tun? Dein Rotdrachenherz-Unterwäldler, den kannst du schon mal abschminken. Weil der kommt garantiert nicht mehr zurück. Nur meine Leiche, Kumpel. Nur meine Leiche. Schrei der Untoten. Jetzt wird's ganz geil. Jetzt eine Karte verdeckt und rufe als Spezial. Naja, eigentlich schon als Normalbeschwörung ohne Tribut halt. Gaia, Ritter des dunklen Windes. Na dann. Mächtiger Gaia vernichtet ein Monster. Angriffsgewinner. Tja, der Angriff war wohl für die Katz. Sternstabdrache, Sternexplosion. Das Duell, Freunde, ist schon bald vorbei. Was zum Henker? Monster-Spezialbeschwörung. Kampfausbildner, wie auch immer das Teil heißt. Ah, Blender. Boah, der Blender, hey. Alter. Das war voll meine Kampf übersprungen. Okay, ich habe schon ein bisschen unterschätzt, muss ich leider zugeben. Aber egal, eine richtige Chance trotzdem nicht. Hallo. Du bist ein Penner, weißt du das? Mann, oh Mann, Sternstabdrache, die hat eine besondere Fähigkeit. Und verhindere, beziehungsweise annulliere diese Wirkung. Scheiße. Da würde ich auch so sehen. Und da kommt ja schon Sternstabdrache wieder zurück. Ich liebe seinen Effekt. Yeah, 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 yeah. Na dann. Sag mal Zurüstung, okay. Wird Zeit für den Angriff. Gaia des dunklen Windes. Vernichtet ein Kampfausblender. Das alte Blender, hey. Nun Sternstabdrache, direkt Angriff. Sternexplosion. Once again. Was zum Henk? Nein! Ja, genau die Karte. Vorlesungen Gerichts. Oh, ist auch eine der wenigen Karten, vor allem so eine geile Zauberkarte, die ich auch in diesem Spiel, also anderen Spiel, sprich der Yu-Gi-Oh! 5Ds Reverse of Arcadia haben, die ich hier auch unbedingt noch bräuchte. In unser Deck geht. Das ist so eine geile Karte. Wieso? Na, seht's gleich. Ich kann einfach mal 2 Spielmarken rufen, der Stufe 1 natürlich. Auch diese kann man, glaube ich, noch opfern, oder? War eine Spezialbeschwörung. So, komm schon, zeig's mir, zeig's mir. Kann man die opfern? Kann man die Teile opfern? Nö, doch nicht. Aber halt für eine Synchronbeschwörung. Synchronbeschwörung oder eben für ein Monster vom Typus Finsternis. Ja, ist auch gut, um zum Beispiel einen schwarzen Magier zu rufen, einen Magier-Deck. Als Beispiel. Und in einem, wobei da eher weniger, also sprich in einem, wie heißt schon wieder? Wie heißt das Deck schon wieder? Wie heißt das? Finstere Weltdeck, genau, dankeschön. Weil die profitieren vor allem davon, von ihren Effekten, die sie nur bekommen, wenn man sie halt auf den Friedhof abwirft. Jackie, dann gehst du mir ein bisschen auf den Senkel. Zauberung des Donners. Damit war dann noch ein bisschen. Beziehungsweise aktiviere erstmal Raigeki-Brecher. Und wirf ihn ab. Tja, das kann er nicht mehr können. Oh, macht die Spiegelseite voll wieder. Effekt mit Sternstabdrachen aktivieren müssen. Okay, Gaia, mächtiger Ritter der Finsternis. Und nun Sternstabdrache, direkt Angriff auf Jack Atlas, Lebenspunkte, Sternexplosion.
Die Animation sieht einfach so hammermäßig aus. Nein! Das gibt's hier erst nicht drauf. Ich hätte auch, ich könnte es theoretisch bereits einen Part beenden. Nee, wäre aber ganz schön fies. Nee, Leute, also das Duell bringen wir in diesem Part noch zu Ende. Lange dauert's echt nicht mehr. Oh, Jackie Line, du bist sowas von einem Arschi-Line. Das bringt ja nichts. Auch da hat nix. Ja, soll bereits mal die Karte aktivieren? Ich weiß nicht so recht. Soll ich nicht? Ich ziehe mal lieber. Kartenzerstörung, was soll das bringen? Ja, vielleicht haben wir noch nie eine besondere Kartendeck. Könnte ja sein. Breaker, da kommt's ja auch schon. Alter, in mein Deck. Lässt mich echt nie im Stich. Breaker. Mein mächtiger Brecher. Übergib dich mal nicht. So, dann ist mal eine besondere Fähigkeit. Und vernichtest eine verdeckte Zauberfallenkarte, das immer es war. Spur der Verwüstung. Oh. Das klingt nicht schön. Wer greift das an? Natürlich Geier des dunklen Windes. Meisterlicher Drache hat auch im Deck. Ach du Scheibenkleister. Also wenn der jetzt einen majestätischen roten Drachen gerufen hätte, dann wäre es übel geworden. Sehr übel sogar. Das gibt's nicht. Wer ist nicht drauf, Mann? Wenn ich eher sein soll, ja eigentlich schon, wa? Schrei der Untoten. Kehre zurück, du mächtiger, du schmächtiger, Monarch des Donner. Natürlich mächtiger, nicht schmächtiger. Entschuldigung. Na dann, Zabok. Direkter Angriff mit Donnerschlag. Diese Niederlage, das war nur ein Probelauf für meinen nächsten Sieg. Ist klar, King. Ein blonder Seto Kaiba, ey. Oh Mann, oh Mann. Was für Ideen die Entwickler haben in der Serie. So geil. Und jetzt kriege ich eine Level 2 Karte oder wie? Das wird geschlagen. Das hat vorher nur Jose geschafft. Okay, Michael, diesmal akzeptiere ich die Niederlage. Aber nächstes Mal wird es anders aussehen. Klar, Mann. Level 2 erhalten. Oh, meine Mann, Freunde, hey, das sind noch ganz schön übel. Hey, vor allem das Duell gegen Yusei, aber vorher noch gegen Crow, Luna, Akisa und dann zum Schluss natürlich gegen Surt, höchstpersönlich, hey. Ich kann nur hoffen, dass ich bis dahin bereits Obelistenpanike gezogen habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, wie es weitergehen wird, hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards, seht ihr nächstes Mal wieder. Danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.